Guten Abend miteinander, herzlich willkommen bei Puls. Die kurze Strecke, die ich Ihnen da jeweils entgegenkomme, könnte zum Verhängnis werden, wenn es einem ständig trümmelig wird. Das ist unser Thema heute unter anderem. Bedrohliche Krankheiten. Welche Kriterien gefährlicher Viren führen bei uns zu erhöhter Alarmbereitschaft? Schwindel im Alter. Es kann viele Ursachen haben, wenn sich alles nur noch dreht. Weißer Hautkrebs. Die Hauterkrankung ist weit verbreitet und dennoch ist sie den meisten unbekannt. Lebensbedrohliche Viren, die sich unter der Bevölkerung ausbreiten und Hunderte von Opfern fordern. Solche Meldungen tauchen immer wieder auf. Aktuell stehen Saudi-Arabien und Ägypten im Fokus mit dem sogenannten MERS-Coronavirus. Und da fragt man sich natürlich schon, was heisst das jetzt für mich hier in der Schweiz? Wie schnell kann sich eine Pandemie entwickeln? Mit solchen Fragen beschäftigen sich nicht nur die Fachleute vom BAG. Solche Szenarien werden auch in der virtuellen Welt durchgespielt. Die Welt als Spielfeld. Ziel dieses Computerspiels ist es, ein Virus zu kreieren, das sich weltweit zur Pandemie ausbreitet und Leid über die virtuelle Menschheit bringt. Raphael Schmid spielt das makabre Game auf einer Zugfahrt. In England lässt er sein Virus ausbrechen. Er spielt den Superschurken, der die Menschheit ausrotten will. Am Anfang ist wichtig, dass man sehr subtil vorgeht. So viele Menschen anstecken wie möglich mit so wenig Symptomen wie halt möglich. Mal ein Schnupfen da, mal ein Bauchweh dort. Aber man muss so lange wie möglich von der Menschheit unentdeckt bleiben. Was für ihn ein unterhaltsames Spiel ist für Patrick Mattis, Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit, Alltag. Seine Aufgabe: potenziell gefährliche Krankheitserreger beobachten. Hast du gesehen, dass es einen bestätigten Fall? Zweimal täglich sammelt sein Team Informationen von Kliniken, Behörden und Referenzlabors. Sie durchforsten Meldungen im Internet und verwerten öffentlich nicht zugängliche Daten von Gesundheitsorganisationen wie der WHO. Die permanente Suche nach neuen Erkenntnissen erlaubt ihnen, frühzeitig auf Bedrohungen zu reagieren. Darum ist das Team rund um die Uhr im Einsatz. Zweimal täglich gibt es einen internen Lagebericht per SMS, damit alle im Team auf dem Laufenden sind. Gibt es irgendetwas Bedrohliches, das da jetzt reingekommen ist? Nein, das gibt nichts Bedrohliches im Moment. Es werden 3 Vogelgrippefälle in China angekündigt, die laborbestätigt sind. Das ist nichts Außergewöhnliches, das passiert relativ regelmäßig. Und es gibt eine Meldung, dass in Ägypten jetzt erstmal ein bestätigter Fall vorliegt. Wir haben von diesem Fall schon letzte Woche gewusst. Jetzt ist noch Bestätigung gekommen, also sicher nichts, was mich beunruhigt heute Morgen. Ein Fall des MERS-Virus, der tödlich enden kann. So tragisch das Einzelschicksal ist, der Blick des Epidemiologen muss die ganze Tragweite der Situation erfassen. Ich glaube, wirklich wichtig ist, dass man die Relationen wahrt und nicht wegen 100 Toten nachher in eine Panik und in einen Aktionismus verfällt. Das machen wir ganz sicher nicht. In der realen Welt ist die Lage im Moment ruhig. Nicht so im Spiel. Das Virus hat sich auf dem ganzen Globus ausgebreitet und das gerade mal in 20 Minuten Spielzeit. Die Welt steht am Abgrund, doch noch hat der Bösewicht sein Ziel nicht erreicht. Wenn ich schon ganz viel infiziert habe und auch schon relativ viele Tote habe, ist es wichtig, dass mir die Leute nicht schnell wegstirbt, dass die Menschheit doch noch so lange am Leben bleibt, dass sie noch die restlichen infizieren können. Im BAG hat man besonderen Respekt davor, dass sich die Viren plötzlich verändern können. Solche veränderte Ausbreitungs- und Krankheitsmerkmale machen Voraussagen sehr schwierig. Das letzte Mal für mich war es, wo die pandemische Grippe in Mexiko auftaucht ist oder ausgebrochen ist, wo man sehr wenig gewusst hat, wo Leute weggestorben sind. Und wenn dann nachher mit der Link macht zu diesen Planspielen, wo man halt spielt, zu unserer Planung, zur Vorbereitung, was könnte das heissen? Wenn man nachher sich überlegt, dass die Zahlen plötzlich Realität werden, das fällt schon noch ein. Ja. Die Planspiele der Profis sind weit nüchterner als die Horrorszenarien im Computerspiel. Und sieht die Sektion Krisenbewältigung eine ernsthafte Gefahr aufziehen, alarmiert sie im Zweifel lieber früher als später. Das ist eine Herausforderung, das ist eine Gratwanderung und dafür werden wir auch immer mal wieder gescholten, aber ich glaube, das gehört halt einfach auch zum Job.
Der Job des Bösewichts ist getan. Nach einer Stunde hat das Virus die ganze Menschheit ausgelöscht. Ein Szenario, das im echten Leben zum Glück wenig realistisch ist. Ja, das ist allerdings beruhigend. Und jetzt geraten wir gerade ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Nicht verschrecken, wenn jetzt alles ein bisschen wackelig wird, dann liegt das an der Kamera und nicht etwa daran, dass es Ihnen trümmelig geworden wäre. Wobei, gerade im Alter kommt das sehr häufig vor. Schwindel, das ist jetzt unser Thema, wo Sie ab sofort anrufen können mit Hals-Nasen-Ohrenärzten am Beratungstelefon reden auf 0848 00 23 23 oder wenn Sie lieber möchten chatten, srf.ch/puls. Ja, offenbar, Thomas Kissling, zählt ja Schwindel nebst Schmerz zu den häufigsten Gründen, warum Menschen in eine Praxis kommen vom Arzt. Erleben Sie das auch so? Das ist wirklich ein ganz häufiges Symptom. Und man muss jetzt erst auch mit den Leuten anfangen reden, weil sie sagen, es ist mal Sturm. Vielleicht dreht es dann aber, vielleicht ist mehr ein Schwanken oder sie fühlen sich allgemein so ein bisschen unsicher oder es wird mir schwarz. Also der erste und wichtigste Punkt, man muss ganz eine gute Befragung machen mit dem Patienten oder der Patientin, bevor man dann anfangen die ersten einfachen Tests zu machen. Und dass sie wirklich einfache Tests. Wir können vielleicht den einen oder den anderen mit euch einmal machen. Ihr müsst vielleicht eure Kärtchen ablegen. Voilà. Und jetzt bei nicht allzu weit voneinander hin, die Arme so vorstrecken und einfach mal so bleiben stehen, ein Moment. Und jetzt können wir noch die Augen noch zumachen. Sehr jetzt gut. Müsste jetzt etwas passieren. Jetzt, die Seite machen das, können die Augen aufmachen wieder. Machen vielleicht noch den zweiten Test. Also das, wenn es jetzt gewackelt hätte, wäre jetzt... Genau, ich schaue zuerst, wie gewackelt es ohne geschlossenen Augen oder dann mit. Und das gibt mir gewisse Hinweise. Okay. Oder wenn ihr jetzt genau gleiche Position so wieder dafür schaut. Und jetzt tut ihr 50 Schritte an Ort machen und 50 mit geschlossenen Augen. Haben wir so lange Zeit? Ich schaue schon. Sie können ja sagen, mal machen wir 10. Fangen jetzt einmal an. So, und so marschieren. Was würde jetzt da passieren? Ich darf jetzt gut, könnt ihr die Augen aufmachen, ich tue nicht abbrechen. Die sind jetzt schön gerade geblieben und sind nicht zu weit gegangen. Das gibt mir dann auch wieder Hinweise, wo könnte unter Umständen die Störung liegen. Und je nachdem, wenn dann halt, ich denke, das ist jetzt etwas, wo etwas Gefährliches könnte dahinter sein, muss ich die Leute dann weiterschicken für eine Untersuchung, die ein bisschen umfassender dann ist. Also auf jeden Fall, wenn es einem immer so trümmelig ist, das ist ein sehr beängstigender, beunruhigender Zustand. Häufig sind die Ursachen ja harmlos, ist es nichts Schlimmes, aber es kann durchaus auch mal eine ernsthafte Erkrankung dahinter stecken. Und wenn eben dieser Verdacht im Raum steht, dann braucht es umfassendere Abklärungen. Hallo. Schwindelsprechstunde am Inselspital Bern. Neurologe Roger Kalla und Hals-Nasen-Ohrenarzt Georgios Mantokoudis untersuchen den über 70-jährigen Herbert Rötlisberger. Als er am Morgen aufwachte, hatte er plötzlich einen starken Drehschwindel, der anhält. Einfach wie ein Karussell. Alles, was ihr anschaut, geht ringsum. Fertig. Ihr könnt nichts fixieren. Die Spezialisten machen sich sofort auf die Suche, was hinter dem plötzlichen Drehschwindel stecken könnte. Die Ursachen können sehr vielseitig sein. Es kann von einem Schlaganfall bis zu einem Ausfall vom Gleichgewichtsorgan handeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denn den Körper im Gleichgewicht zu halten, ist ein komplexer Vorgang. Mehrere Sinnessysteme müssen dabei präzise zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. 3 Bogengänge sind in die 3 Richtungen des Raumes ausgerichtet und registrieren jede Bewegung. Diese Meldungen werden ergänzt durch die Informationen der Augen. Sie melden, wie wir uns im Raum bewegen. Und schließlich liefern die Tast- und Tiefensensoren in Haut, Gelenken, Muskeln und Sehnen ständig Lageberichte. Schaltzentrale für alle Wahrnehmungen ist ein Kerngebiet im Hirnstamm. Kommt es zu Störungen in einem oder mehreren dieser Systeme, tritt Schwindel auf. Was bei Herbert Rötlisberger los ist, soll sich jetzt in einer ganzen Testreihe zeigen. Es beginnt mit einem G-Test. Schließt er die Augen, weicht er von der geraden Linie immer nach links ab. Und auch wenn er diesen Stab in eine senkrechte Position bringen soll, ohne hinzusehen, verfehlt er die Senkrechte immer wieder um mehrere Grad. Bis hierhin spricht alles für ein Problem mit dem linken Gleichgewichtsorgan.
Doch die jetzt folgende Untersuchung kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Herr Rötlisberger, jetzt könnt ihr mal auf das Licht schauen. Das tue ich mal hier abdecken. Was fällt euch auf? Ja, eines ist da oben und eines ist da unten. Und jetzt, wenn Sie aufs Licht schauen, Ja, ist es einfach oder doppelt? Ich sehe es leider doppelt. Das ist ungewöhnlich und könnte auch gefährlich sein. Schnell. Der letzte Test, jetzt hier, wo der Patient Doppelbilder gesehen hat, ist sehr selten bei einem Ohrproblem. Und man muss auch eine zentrale Ursache, also zum Beispiel einen kleinen Hirnschlag, muss man ausschliessen bei so einem Problem. Und deshalb findet sich Herbert Rötlisberger jetzt in dieser Röhre wieder. In der Brücke. Der Neurologe Roger Kaller beurteilt das MRI-Bild des Gehirns. Anhand des MRIs konnten wir glücklicherweise ausschließen, dass es sich um eine Durchblutungsstörung, also sprich einen Schlaganfall, als Ursache für die Schwindelsymptomatik handelt. Auch eine eher seltene, aber mögliche Ursache wie ein Tumor konnte ausgeschlossen werden. Also Entwarnung vom Neurologen. Das Gehirn scheint in Ordnung. Bei Herbert Rötlisberger macht also doch das Gleichgewichtsorgan Probleme. Und deshalb ist jetzt auch wieder der Hals-Nasen-Ohrenarzt am Zug. Jetzt mal auf den Blaupunkt schauen, dann bewege ich euren Kopf mal bewegen. Eine Kamera in der Spezialbrille zeichnet auf, wie sich die Augen bei diesen kleinen, ruckartigen Bewegungen verhalten. Was zunächst kaum zu sehen ist, wird erst nach dem Test auf dem Bildschirm deutlich. Gut schauen. Was man in dieser Grafik sieht, bei dieser Messung, ist folgendermaßen, dass im Prinzip die violette Kurve zeigt die Kopfgeschwindigkeit an. Und in der Regel sollten die Augen in der gleichen Geschwindigkeit dem Kopf folgen, sodass man wieder scharf sehen kann. Das ist die grüne Kurve. Schlagen beide Kurven fast gleichzeitig aus, wie hier beim rechten Auge, ist alles in Ordnung. Das linke Auge hingegen reagiert erst verzögert auf die Kopfbewegung. Die grüne Kurve schlägt deutlich später aus als die violette. Die Ärzte sind jetzt sicher, Beim Rötlisberger vermuten wir eine Entzündung vom Gleichgewichtsorgan oder vom Gleichgewichtsnerv. Im Modell ist es hier sichtbar, das Gleichgewichtsorgan in Blau mit diesen Bogengängen und der Hörschneck und in Gelb der Nerv. Und hier findet irgendeine Entzündungsreaktion statt und führt dazu, dass das Gleichgewichtsorgan nicht mehr richtig funktioniert. gegen die Entzündung erhält Herbert Rötlisberger jetzt Cortison. Ob sich das Gleichgewichtsorgan im linken Innenohr erholen wird, weiß jetzt noch niemand. Trotzdem ist die Prognose gut. Denn obwohl das Gleichgewichtsorgan wegen einer Entzündung nicht mehr richtig funktioniert, kann man mit der Gegenseite, also der gesunden Seite, kompensieren. Und das Hirn kalibriert das alles neu, sodass der Patient wieder ein besseres Gleichgewicht wieder haben kann und auch wieder normal laufen kann. Das braucht allerdings Zeit. Nach links und versuchen weiter zu laufen. Nach knapp 2 Wochen Gangtraining spürt Herbert Rötlisberger aber schon eine deutliche Besserung. Also vor 10 Tagen konnte ich ja noch nicht laufen, also praktisch nur auf den Rollator gestützt. Oder? Und jetzt kann ich praktisch normal laufen. Ich muss einfach aufpassen, den Kopf nicht zu fest drehen. Und, ja, einfach ein bisschen zusammennehmen, aber es geht normal. Also nach links schauen, weiterlaufen. Nach rechts schauen. Und stoppen. Ja, da hat das Karussell gestoppt oder zumindest abbremst werden. Marcel Gärtner, Sie sind Hals-Nasen-Ohrenarzt Luzern. Aber auch erst nach einem langen Abklärungsmarathon inklusive MRI, wann braucht es unbedingt so einen Aufwand? Ja, so einen Aufwand braucht es halt in speziellen Fällen, wie hier, wo man halt so neurologische Symptome, das eben Doppelbilder, Nebenschwindel. In der Regel, wenn ein Patient Schwindel hat, dann ist es primär wichtig, dass man mit dem Retten gut untersucht und auch fragt, was seine Beschwerden sind. Wenn er dann eben angibt, neben dem Schwindel eben Doppelbilder, Schluckstörungen, Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen, dann sind das Warnhinweise, dass irgendetwas im Hirn nicht stimmt und dann muss man ein MRI machen. Aber wie gesagt, vorgängig ist eigentlich wichtig, eine gute Untersuchung klinisch und auch ein gutes Gespräch, dass man auch weiss, in welche Richtung es geht. Also das heisst, wenn der Schwindel begleitet wird eben von Sehstörungen, Schluckstörungen, all die Sachen, die Sie genannt haben, dann kann man vermuten, einen Schlaganfall oder gibt es noch andere neurologische Probleme?
Ja, also in der Regel ist es meistens ein Schlaganfall, also ein Infarkt im Bereich vom Hirnstamm oder allenfalls vom Kleinhirn. Es kann auch mal eine Blutung sein, gerade bei Patienten, die vielleicht Blutverdünnung haben, dass es eine Hirnblutung ist. Seltener und vielleicht nicht auch so akut auftreten, gibt es noch Entzündungen, also zum Beispiel im Rahmen von einer Multiplen Sklerose, also ist auch mal etwas auftreten. Oder, wie es auch der Neurologe da im Beitrag erwähnt hat, selten einmal ein Tumor, aber also in den meisten Fällen ist es ein Infarkt. Das sind die Schreckensbilder, Genau, oder? Und beim Herrn Rötlisberger am Schluss hat man ja auch gemerkt, ja, es ist beim Innenohr, oder? Das ist, glaube ich, also der häufigste Fall. Der häufigste Grund für so einen permanenten, akuten Drehschwindel. Und was für einen Unterschied macht es denn, ob es eben ständig dreht oder nur ab und zu? Also wenn das Gleichgewichtsorgan ausgefallen ist, eine Funktionsstörung hat, dann dreht es permanent. Also während mehreren Tagen geht es im Kreis um. Und es gibt auch den gutartigen Lagerungsschwindel. Das ist, wenn so Kristall im Gleichgewichtsorgan rumschwimmen. Dort hat man so sekundenweise Drehschwindelattacken. Typischerweise, wenn man ableitet ins Bett oder wenn man sich von einer auf die andere Seite dreht oder raufschaut, runterschaut. Also das sind wirklich so Attacken für ein paar Sekunden immer bei den gleichen Bewegungen. Und das ist auch eine Störung im Bereich des Gleichgewichtsorgans, aber eigentlich komplett etwas anderes, was man auch ganz anders behandeln. Was auch häufig im Alter vorkommt, ist eben, dass man ständig von so einem diffusen Schwindel begleitet wird, der einem einfach instabil macht und verunsichert. Und auch da kann man etwas unternehmen. Paul Nebel ist 82 und eigentlich ganz gut in Form. Nur eines stört ihn in letzter Zeit immer mehr. Wenn er schnell aufsteht, wird ihm schwindlig. Auch beim Gehen hat er häufig Mühe, die Balance zu halten. Ja, es ist ein gelungenes Gefühl. Man sieht manchmal die Sachen nicht so ganz klar. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, wenn der Schwindel stark ist, dann muss man sich aufstützen. Aber wenn man sich nicht aufstützt, kann man auch umfallen. Das ist also schon schwierig. Die Unsicherheit beim Gehen, besonders auch beim Treppensteigen, wurde mit der Zeit immer schlimmer. Der Schwindel war nicht mehr nur lästig, die Bewegungsfreiheit geriet in Gefahr. Als ich so starke Schwindel hatte, bin ich nicht mehr mit dem E-Bike gefahren, weil ich Angst hatte, ich könnte umfallen. Und dann habe ich es einfach aufgegeben. Vor gut einem Jahr sprach Paul Nebel erstmals mit Ärzten über sein Problem. Und da kam einiges zutage. Könnten die Schwindelgefühle eine Nebenwirkung seiner Medikamente sein? Oder liegt es an seinem Blutdruck? Wie steht es um die Sensibilität in den Beinen? Etwas Eindeutiges konnten die Ärzte nicht finden. Das Problem scheint durch mehrere Faktoren verursacht. Nichts Ungewöhnliches bei älteren Personen. Das Typische, der Herr Nebel zeigt, es gibt verschiedene Faktoren. Herz-Kreislauf-Faktoren, er hat zu hohen Blutdruck. Manchmal macht er schnell das Herz, Vorhofflimmern, aber das Herz viel zu schnell ist, macht er solche Symptome vom diffusen Schwindel. Manchmal ist es das Auge, der Visus, also Sie haben gesehen, er hat eine Brille. Das tut auch mitspielen beim Schwindel und noch häufiger ist eigentlich, ältere Leute haben eine verminderte Sensibilität in den Beinen. Ihre Nerven arbeiten nicht mehr so gut, sie spüren den Boden nicht. Paul Nebel bekam ein spezielles Training verordnet. Gezielte Übungen sollen die zunehmenden Defizite wettmachen und das Vertrauen in den Körper zurückbringen. Denn die Personen, die an dem Schwindel leiden, die haben vielmals Ängste und Unsicherheiten, was dann wieder zur Folge hat, dass sie sich noch weniger bewegen. Und durch das wird dann das eigentlich noch schlimmer. Dann wird der Schwindel und Angst und Gangunsicherheit verstärkt. Und das geht dann wie ein Teufelskreis. Und wir versuchen eigentlich da in der Therapie zu durchbrechen und ihnen eigentlich wieder mehr Körpergefühl zu übermitteln, zu geben, so dass sie eigentlich dann auch im Alltag wieder besser funktionieren können und sich auch wieder trauen, sich zu bewegen. Paul Nebel ist begeistert von den Übungen. Er trainiert nicht nur unter Anleitung der Physiotherapeutin, sondern auch alleine zu Hause. Seit über einem Jahr macht er täglich seine Übungen. Die Disziplin fällt ihm nicht schwer. Die sind wichtig, wenn ich die Übungen regelmäßig mache, ist der Schwindel nicht so stark, hauptsächlich beim draussen Laufen. Wenn ich sie vergesse oder
nicht dazukomme, dann habe ich eher Schwierigkeiten, wenn ich draussen laufe und auf die Seite schaue, als man dann leicht schwindelig wird. Ganz weg also ist der Schwindel nicht. Doch aktiv dagegen angehen, das verschafft Paul Nebel neues Selbstbewusstsein und mehr Sicherheit im Alltag. Kann man ihn dann ganz wegbringen, Herr Gärtner? Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Verallgemeinern, das kommt wirklich auf einen Einzelfall darauf an, was die Ursache denn für den Schwindel ist oder welche Komponenten im Vordergrund steht. Es gibt sicher, jetzt gerade beim ersten Fall, den wir vorher gesehen haben, mit der Störung des Gleichgewichtsorgans, kann man das in der Regel wieder normalisieren, das Gleichgewicht, oder fast normalisieren. Es gibt andere Probleme, gerade wenn es ein zentrales Problem ist, irgendein Hirnschlag, dort ist es halt schwieriger, dann mit der Rehab etwas, also das wieder deutlich zu verbessern. Oder eben all die vielen Faktoren, die wir jetzt gesehen haben, die eben mitspielen können, Medikamente, Blutdruck und. Und der Alterungsprozess oder, vom Gleichgewichtsorgan spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Kann man das irgendwie stärken oder aufhalten? Ja, aufhalten können sie den Alterungsprozess nicht, wie beim Gehör nicht, bei den Augen nicht. Aber sie können natürlich das Gleichgewicht eben trainieren mit Physiotherapie, weil im Unterschied jetzt zum Sehen ist ja beim Gleichgewicht so, dass eben mehrere Sinnessysteme zusammenarbeiten, wie man es am Anfang sieht. Und da kann man natürlich einzelne Komponenten trainieren. Was bei älteren Leuten häufig ein Problem ist, zu wenig Kraft dabei, dass man in der Physio dann ein Krafttraining muss machen, weil wenn die Beine nicht richtig einheben, dann nützt alles andere nichts. Also, es sind sehr viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und so irgendwelche einfachen Übungen, die günstig sind, dass man sie in den Alltag einbaut, die gerade ein bisschen helfen. Ja, wie man es jetzt hier auch sieht, zum Beispiel auf eins Bein steht, das kann man während dem Zähneputzen machen. Man kann das mit offenen Augen, man kann das mit geschlossenen Augen machen. Man kann auch zum Beispiel auf der Matratze auf dem Bett mal stehen, wenn der Boden ein bisschen uneben ist, und mit offenen Augen, mit zuhenden Augen. Oder auf eins Bein stehen, dann auch. Also man kann relativ viel im Alltag Gleichgewichtstraining machen. Man muss einfach jetzt gerade bei älteren Leuten auch aufpassen, dass sie dabei nicht stürzen, dass sie nicht übertreiben. Aber wie gesagt, im Alltag eingebaut gibt es viele Möglichkeiten. Ja, da gibt es natürlich auch sonst noch einige Stolperfallen, die es einem auch nicht gerade einfacher machen, oder? Wenn man schon so ein bisschen unsicher auf den Beinen ist. Ja, das muss man dann auch so bei älteren Leuten schauen, dass die zum Beispiel nicht Teppiche haben in der Wohnung, wo sie drüber störcheln können, dass sie immer gutes Licht haben. Oder was ältere Leute haben häufig so die Gleitsichtbrille. Das ist eigentlich auch ein Problem bei Gleichgewichtsproblemen, dass eben dann der Boden nicht gleich sehen, wenn sie vorne schauen, runter schauen, dass dann der Boden sich wie bewegt. Genau. Und in so Fällen wäre es dann gescheiter, man macht zwei Brillen, eine zum Lesen und eine für voraus. Wenn man das schon wird die häufig Unsicherheit halt vergessen. Ja. Gut, besten Dank, Herr Gärtner. Sie bleiben noch bei uns, gehen in den Expertenchat, Fragen beantworten. Das heisst, bis um 11 Uhr können Sie noch Fragen stellen rund um das Thema Schwindel. Es sind Hals-, Nasen-, Ohrenärzte zum einen am Beratungstelefon auf 0848 00 23 23 oder im Expertenchat srf.ch/puls. Ist der Zuckerspiegel im Blut tief, gibt es schneller Streit. So das Fazit einer unkonventionellen Untersuchung mit Paaren. An einer Voodoo-Puppe, die den Partner darstellen sollte, wurde die Streitlust gemessen. Je mehr Nadeln gesetzt und je aggressiver sie gestochen wurden, desto tiefer war nachweislich der Blutzuckerspiegel. Aggressive Impulse werden eben durch einen ausgewogenen Blutzuckerspiegel reguliert, schlussfolgern die Forscher. Ihr Rat: Um Streit zu vermeiden, wichtige Gespräche nicht mit leerem Magen führen. Ein Glas fettreduzierte Milch pro Tag verzögert den Verlauf von Kniearthrose bei Frauen. Das zeigten Röntgenbilder im Rahmen einer US-Studie mit 2148 Betroffenen. Warum die Milch nur bei Frauen hilft, können die Forscher nicht plausibel erklären. Auch nicht, weshalb Vollmilch oder Käse nicht die gleiche Wirkung haben. Klar dagegen ist die Empfehlung der Wissenschaftler an Frauen mit Kniearthrose: mindestens ein Glas fettreduzierte Milch pro Tag. Frühling macht gute Laune, dank mehr Licht. Der längere und stärkere Sonnenschein im Frühling beeinflusst nämlich unseren Hormonhaushalt. Fällt mehr Licht ins Auge, so produziert der Körper mehr Serotonin, ein Glückshormon. Gleichzeitig sinkt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Die Folge: dank der Sonne fühlen wir uns munterer und zufriedener.
Mit dem Frühling erwachen also neben der Natur auch unser Körper und unser Geist. Ja, das haben wir, glaube ich, gerade heute spüren, oder? Wo endlich wieder die Sonne vorgekommen ist nach diesen nasskalten Tagen. Da nimmt mir ja jeden Strahl dankbar entgegen. Ja, vergisst vielleicht eben manchmal den Sonnenschutz. Auch die Haut ist sich noch nicht gewöhnt und das Risiko für einen Sonnenbrand ist jetzt halt auch schon da. Obwohl das wahrscheinlich im Prinzip jeder weiß, was die Gefahren sind vom ungeschützten Sonnenbad, oder? Da haben wir den schwarzen Hautkrebs. Wir sehen hier gerade so ein bösartiges Melanom, Pigmentzellen, die sich tumorartig verändern. Es gibt aber noch eine andere Form, eine unpigmentierte. Und die kommt 10-mal häufiger vor. Das ist der weisse Hautkrebs. Und wenn Sie davon jetzt noch nie etwas gehört haben, dann geht es Ihnen so wie vielen, die vielleicht vor dem Spiegel stehen, eine Hautveränderung sehen und denken, das ist ein Pickel. Morgentoilette bei Christoph Häfeli. Wie jeden Morgen fällt ihm der hartnäckige Pickel an der Schläfe auf. Manchmal blutet der auch, einfach so. Fast hat er sich schon daran gewöhnt, denn bemerkt hat er die Hautveränderung bereits vor langer Zeit. Ja, ich habe vor 2,5 Jahren hatte ich da einen roten Punkt gehabt und man hat ihm eigentlich keine Beachtung geschenkt. Bis vor etwa 3-4 Monaten, wo der Punkt dann langsam geschwollen worden ist und hat ausgesehen wie ein Muggenstich. Und auch dann habe ich noch gedacht, ja, das kann es mal geben, das ist irgendwie ein Bückeli oder so. Der passionierte Bildhauer bewegt sich gern im Freien. Dass der rote Punkt just davon kommen könnte, dachte er selbst nie. Das hat mich angefangen zu stören, wo mich das erste Mal jemand darauf angesprochen hat, was ich da auch habe. Ich habe das schon ziemlich lang. Und wo es ein Geschwülstchen gegeben hat daraus, habe ich mir Gedanken gemacht, was das könnte sein. Und habe dann auch meine Frau gefragt und sie hat das Gefühl gehabt, wir würden gescheiter mal zu einem Arzt schauen, was das wirklich ist. Und das tat er dann auch. Zeigte der Hautärztin Bernadette Schönwelder das verdächtige Knötchen. Und ihr schien der Fall ziemlich klar. Ein glasiger Tumor mit Teleangiektasin und dann sieht man auch eine kleine Erosion, der typische Befund von einem Basalzellkarzinom. Viel hat er nicht verstanden, aber Karzinom, das klingt nicht gut. Und weil die Ärztin sich recht sicher scheint, will sie zum Skalpell greifen. Obwohl der weiße Hautkrebs meist nicht streut, er wächst und kann das umliegende Gewebe zerstören. Also momentan kann man ihn noch gut operieren. Man wird ihn komplett herausnehmen können. Wird man jetzt nicht operieren, dann kann das schon auch zu einem schlimmen Befund sich entarten oder entwickeln. Also, ich fange jetzt an, Herr Häfeli. Wenn Sie was spüren, gleich Bescheid sagen. Das verdächtige Hautstück wird lokal betäubt, entfernt und zur Untersuchung an ein Labor eingeschickt. Hier wird das Gewebe in feinste Scheibchen geschnitten und dann eingefärbt. Unter dem Mikroskop wird die Gewebeveränderung dann genau beurteilt. So kann der Pathologe bestimmen, ob es sich um den vermuteten weißen Hautkrebs handelt. Beim Herrn Häfeli haben wir jetzt die Diagnose eines soliden Basalzellkarzinoms. Das ist die häufigste Hautkrebsart. Aber was erkennen Sie das? Das erkennt man jetzt hier auf dem Bildschirm. Das sind die dunkelroten Tumorknötchen, die wachsen in die Tiefe und in die Breite und das gesunde Hautgewebe zerstören. Gut, also wurde der Tumor von Christoph Häfeli vollständig herausgeschnitten. So, dass bei ihm keine nachhaltigen Hautschäden zurückbleiben. In Zukunft will er nach dieser Erfahrung seine Haut aber besser umsorgen. Ich werde früher zum Doktor gehen und das zeigen, wenn ich etwas sehe. Und vor allem auch mich besser schützen. Sonnencreme einstreichen, Hut anlegen, weil das sind Sachen, die ich früher einfach vernachlässigt habe. Ja, vielleicht geht es Ihnen jetzt auch ein bisschen wie mir, dass Sie sich irgendeine Stelle entdeckt haben, die ein bisschen verdächtig aussieht. Thomas Kiesling, muss man jetzt wirklich hinter jedem Bückel etwas vermuten? Nein, das muss man nicht. Man muss nicht so Angst haben. Aber wenn es natürlich etwas, das nicht schwarz ist, sich dort verändern oder wenn man merkt, nach dem
Duschen, beim Abtrocknen, dass dort Blüten, das Bückeli, wie sie sagen, dann muss man das sicher zeigen. Ja. Ich denke, mittlerweile wissen ja viele eigentlich, oder, dass es grundsätzlich schlecht ist, ungeschützt sünneln zu gehen oder überhaupt zu viel in die Sonne zu gehen. Wer ist denn sonst noch gefährdet, besonders? Also es sind ältere Leute, weil sich die Sonnenbelastung sich aufsummieren, also das zählt sich zusammen. Durch das natürlich auch Leute, die berufsmäßig viel draußen sind. Dann sind es Leute, die einen hellen Hauttyp haben, oft Leute, die rote Haare haben zum Beispiel. Oder es gibt auch bestimmte Medikamente, die die Empfindlichkeit der Haut aufsetzen, zum Beispiel Johanniskraut oder bestimmte Antibiotika. Und das muss man auch sagen, die Leute, die schon mal so ein Basaliom hatten, so einen weißen Hautkrebs, die haben ein grösseres Risiko, dass sie noch mal einen bekommen. Jetzt, Herr Häfeli, der hat ja 2 Jahre gewartet, oder, bis er dann mal zum Arzt gegangen ist. Wie lange darf man zuwarten in so einem Fall? Es gibt keine so eine Regel, so und so viele Monate darf man das machen. Man hat Zeit, man hat ja gesehen, auch bei ihm, man hat das noch rausschneiden und damit ist die Sache für ihn auch erledigt. Ich sage immer, wenn ihr nicht ganz sicher seid, wie mit irgendeinem so eine Hautgeschwürli oder Hautdefloreszenz, dann nachher bei der nächsten Kontrolle, wo man vielleicht wegen etwas ganz anderem zum Arzt geht, lieber mal schnell zeigen, bitte drauf schauen. Kann man da zum Hausarzt gehen oder eben zum Dermatologen? Also ich glaube, es ganze Haufen Hausärzte schauen auch mit dem Dermatoskop die Sachen anschauen und ich traue mir doch, bei den meisten Sachen dort mal eine erste Diagnose zu machen. Und wenn ich nicht sicher bin, dann gehe ich auch zum Dermatologen nachher. Danke, Thomas Kiesling. Also wenn Sie jetzt verunsichert sind wegen einer Hautveränderung, nächsten Montag, am 12. Mai, ist der nationale Hautkrebstag. Nicht nur dann, sondern die ganze Woche haben Sie die Möglichkeit, sich in verschiedenen Praxen und Kliniken gratis untersuchen zu lassen. Allerdings häufig braucht es eine Voranmeldung. Auf unserer Internetseite finden Sie eine Übersicht, wo das überall angeboten wird. Solche erste Untersuchungen srf.ch/puls. Ja, und auf unserer Internetseite finden Sie auch den Expertenchat. Da ist zurzeit der Hals-Nasen-Ohrenarzt Marcel Gärtner. Herr Gärtner, ist Ihnen schon trümmelig geworden von lauten Fragen? Ja, schon ein bisschen, ja. Was beschäftigt denn unsere Zuschauer? Ja, es ist vor allem so ein bisschen der diffuse Schwindel, also wo eben die Leute sich unsicher fühlen, mal in dieser Situation, mal in dieser Situation. Also, eine breite Palette eigentlich, so wie man es auch erwarten kann bei diesem Krankheit oder bei diesem Symptom. Also dass die Leute ein bisschen frustriert sind, weil sie irgendwie schon alles Mögliche ausprobiert haben und nichts nützt? Teilweise, ja. Können Sie ihnen dann irgendwie etwas mit auf den Weg geben? Ja, manchmal ist das schwierig, wenn man schon sehr viel gemacht hat oder jetzt gerade am Telefon oder so am Chat, ist das zum Teil wirklich schwierig, dann da eine gute Beratung zu machen. Aber man kann sicher gewisse Tipps geben. Gut. Also, in diesem Fall kann man Sie noch weiterhin erreichen bis am 11 Uhr. Danke, Thomas Gärtner. Also, bei weiteren Fragen zum einen chatten auf srf.ch/puls oder eben telefonieren. Das Beratungstelefon ist ja auch noch da auf 0848 00 23 23. Im Wirtschaftsmagazin «Eco» verratet uns der Migros-Chef Herbert Bollinger, was Zuwanderer und Grenzgänger für eine Bedeutung haben für ihr Unternehmen. Und es gibt immer mehr Staus auf der Schweizer Nationalstrasse. Im 10 vor 10 gibt es Lösungsvorschläge, wie man den Verkehrskollaps könnte aufhalten. Und bei Puls haben wir nächste Woche ein Thema, das vor allem für uns Frauen aktueller wird, je mehr dass es Richtung Sommer zugeht. Das ist die Zellulite, die unschönen Dellen an den Beinen. Da wird ja alles Mögliche abgerissen, was sollte helfen. Wir fragen nach, was wirklich etwas nützt und wünschen Ihnen bis dann ganz eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Ade miteinander.